Wir wollen unser Studium fortsetzen und kommen nun zum 5. Teil in dieser Serie über das Heiligtum. Und nachdem wir uns beim letzten Mal mit dem ehernen Waschbecken beschäftigt haben, geht es heute weiter mit dem Schaubrottisch. Also schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Beim letzten Mal haben wir gesehen, dass wir durch das Wasser der Taufe gehen müssen, damit wir das Heilige betreten können. Genauso wie der Hohepriester sich waschen musste bei dem ehernen Waschbecken, um in das Zelt treten zu können. In diesem Zelt hat es 2 Abteilungen, das Heilige und das Allerheiligste. Liest doch dazu ganz einfach den Hebräerbrief, wenn ihr mögt, denn dort wird auch von diesen beiden Abteilungen gesprochen. Was uns heute aber interessiert, ist der Schaubrottisch. Dieser Schaubrottisch wurde aus Akazienholz angefertigt und dann mit Gold überzogen. Ebenso die 4 Beine des Tisches. Wir konnten bereits sehen, dass die beiden Gegenstände, der Brandopferaltar und das Waschbecken, beide aus Bronze gemacht wurden, als Symbol für die Menschlichkeit Christi und seinen irdischen Dienst, als er hier auf diese Erde kam. Alles aber, was nun in dem Zelt ist nicht mehr aus Bronze, sondern aus Gold. Dies zeigt uns, dass Christus nicht mehr hier auf der Erde ist, sondern in den Himmel aufgefahren ist, um seinen Mittlerdienst zu beginnen. In Hebräer 9, Vers 2 erfahren wir, denn es war ein Zelt aufgerichtet, das vordere, in dem sich der Leuchter und der Tisch und die Schaubrote befanden. Dieses wird das Heilige genannt. Diese Brote wurden auf eine besondere Weise hergestellt und in 2. Mose 25, Vers 30 hat Gott angeordnet, dass dieses Brot alle Zeit an diesem Platz sein sollte. Deshalb nannte man es auch das beständige Brot und das heilige Brot. Wie bereits erwähnt, wurde dieses Brot auf eine besondere Weise hergestellt. Erst einmal konnte nicht einfach irgendjemand dieses Brot machen, sondern es gab einen Stamm, der dafür zuständig war, um es zuzurichten, die Kahatiter. In 3. Mose 24, Vers 5 bis 7 erfahren wir, dass Gott gesagt hatte, dass sie die Brote in 2 Schichten zu je 6 Broten auf den Tisch legen sollen. Also 12 Brote zu je 6 Stück nebeneinander gelegt. Was für eine Bedeutung hat Brot in der Bibel? Für was steht es? Ist Brot nicht ein Symbol für Gottes Wort? Doch später mehr dazu. Wir haben hier also 6 Brote neben 6 Broten. Wenn wir nun diese beiden Zahlen nebeneinander stellen, so haben wir eine 66. Das Wort Bibel kommt von dem griechischen Wort Biblia und bedeutet Bücher. Und aus wie vielen Büchern besteht die Bibel? Sind es nicht 66 Bücher? Also sogar wenn wir die Bibel als Buch im Lichte des Heiligtums betrachten, so sehen wir, dass es kein Zufall ist, dass sie aus 66 Büchern besteht. Denn wenn wir beispielsweise eine katholische Bibel nehmen, so sehen wir, dass diese 73 Bücher enthält, während es in einer protestantischen Bibel 66 Bücher sind. Wenn wir also glauben, wenn Gott sagt, dass sein Weg im Heiligtum ist, so werden wir uns auch von dem Brot nähren, welches so zugerichtet wurde, wie er es angeordnet hatte. Wir sehen, dass Gott es bereits im Voraus so bestimmt hatte, dass sein Wort, die Bibel, aus 66 Büchern bestehen soll. Ist das nicht wunderbar? Vor diesem Studium war mir das selber gar nicht bewusst. Deshalb empfinde ich es als einen großen Segen, das Heiligtum zu studieren. Und ich hoffe, dir geht es genauso. Wenn also jemand kommt und zu euch sagt, dass Gottes Wort aus 1, 10 oder eben 73 Büchern besteht, so wissen wir nun durch das Heiligtum, dass es nicht so ist. Denn es sind 66 Bücher und die Bibel
besteht aus 66 Büchern. Ist das nicht wunderbar? Gehen wir weiter. In 3. Mose 24, Vers 5 lesen wir, dass sie zur Herstellung dieser Brote Feinmehl nehmen sollten, um es dann zu backen. Es sollte das beste Mehl sein. Dazu musste man es sehr gut zermahlen und reiben, damit es zu einem sehr feinen Mehl wurde. Deshalb braucht es auch den besten Weizen. In Johannes 12, Vers 24 spricht Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wisst ihr, um ein solch feines Mehl zu bekommen, musste man dazu das Weizenkorn zermalmen. Und wurde Christus nicht auch für uns zermalmt? Als nächstes musste man zu dem Mehl Öl dazugeben. Wir wissen, dass Öl ein Symbol für den Heiligen Geist ist. Interessant ist auch, dass die Rezeptur dieses Brotes keine Hefe oder eben Sauerteig beinhalten durfte. Deshalb heißt es auch in 1. Korinther 5, Vers 7 bis 8, dass wir den Sauerteig der Bosheit und Schlechtheit ausfegen sollen. Denn dieses war ein Symbol für die Sünde. Genauso wie Jesus ohne Sünde war, so durfte auch dieses Brot kein Sauerteig enthalten. Deshalb sagte Jesus auch von sich selbst: Ich bin das Brot des Lebens. Und in 1. Korinther 10, Vers 17 erfahren wir, dass Israel ebenfalls von diesem geistlichen Brot aß. Und auch wir brauchen dieses Brot. Deswegen aßen die Priester dieses Brot auch von Sabbat zu Sabbat. Und nur die Priester durften dieses Brot essen und hatten somit das Recht, am Abendmahl teilzunehmen. Wenn wir also auch das Abendmahl im Lichte des Heiligtums betrachten, so sehen wir, dass im Grunde genommen nur die am Abendmahl teilnehmen dürfen, die auch zuvor getauft wurden. Werfen wir noch einmal einen Blick in das Heiligtum. Wir haben gesehen, dass Jesus unsere Tür ist. Jesus ist das wahre Opferlamm, das Lamm Gottes. Jesus ist auch das Wasser des Lebens, das Brot des Lebens, unser Mittler, das Licht der Welt und das personifizierte Gesetz Gottes. Dieses Brot haben wir täglich nötig. In Johannes 17, Vers 17 spricht Jesus: Heilige sind deiner Wahrheit, denn dein Wort ist Wahrheit. Genauso wie wir täglich physische Nahrung zu uns nehmen, so müssen wir auch geistige Nahrung zu uns nehmen. Und deshalb benötigen wir dieses Brot zu unserer geistlichen Speise, jeden Tag. Denn wenn wir unseren Geist nicht mit diesem Brot nähren, dann werden wir unseren Hunger mit weltlichen Dingen versuchen zu stillen. Nicht umsonst ließ Gott Israel, bevor er ihnen das Manna gab, fasten. Und so auch wir. Wenn wir kein Verlangen nach Gottes Wort verspüren, dann ist es deshalb, weil wir noch die Speisen von Ägypten in uns haben. Daher ist es gut, wenn wir in diesem Fall ein geistliches Fasten einlegen würden, damit wir danach auch das Manna besser zu schätzen wissen. Und wir können gewiss sein, dass Gott uns dabei helfen wird, denn Christus sagt, er ist das Brot des Lebens. Und dazu steht uns sein Wort zur Verfügung, für jeden von uns. Gott möchte uns jeden Tag aufs Neue mit seinem Wort speisen, damit wir gestärkt durch den Tag gehen können. Und wie ihr wisst, fiel das Manna früh an jedem Morgen. Und wenn dann die Sonne kam, war es wieder weg. Stehen wir also morgens auch früh auf, um dieses Manna zu sammeln und uns davon für den Tag zu nähren? Meistens ist es ja so, dass wir morgens aufstehen, um dann direkt zur Arbeit zu gehen, um dann unser Geld zu verdienen. Doch zwischen Geld verdienen und dem ewigen Leben steht etwas dazwischen, was noch viel wichtiger ist. Im Psalm 143, Vers 8 lesen wir: Lass mich frühe hören deine Gnade, denn ich hoffe auf dich. Tu mir kund den Weg, darauf ich gehen soll, denn mich verlanget nach dir. Jesus hat uns ein Beispiel gegeben. Immer wieder können wir in den Evangelien lesen, dass er noch vor Tagesanbruch aufstand, um an einen einsamen Ort zu gehen und dort zu beten.
Genauso wie der Bäcker schon früh morgens aufsteht, um sein Brot zu backen, so möchte auch Gott uns schon früh morgens sein Brot geben, das uns dazu befähigt, gestärkt in den Tag hineinzugehen. Ist es nicht so, dass viele von uns durch die Woche gehen und bis zum Sabbat warten, um dann dort geistlich genährt zu werden? Doch Gott möchte uns täglich mit seinem Wort speisen und am Sabbat können wir dann den Segen, den Gott uns durch die Woche geschenkt hat, mit anderen teilen. Dieses Manna, welches für Christus steht, blieb vom Freitag und den ganzen Sabbat über erhalten und verfaulte nicht. Genau so, wie Jesus, als er ins Grab gelegt wurde, nicht verweste. Lazarus hingegen fing schon an zu stinken, wo Jesus dann kam, um ihn aufzuerwecken. Jesus selbst, als er im Grab lag, aber nicht. Denn er war ohne Sünde. Und das ist eine frohe Botschaft für uns, denn durch Christus erhalten wir das Leben, welches wir wegen der Sünde verloren haben, wieder zurück. Ist es daher auch dein Wunsch, von diesem Brot zu nehmen? Dann bitte Gott darum, dass er dir hilft, täglich von diesem Brot zu essen, damit du gestärkt wirst für dein geistliches Leben und so durch den Tag gehen kannst. Ich wünsche dir Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.